Manu, du glaubst es nicht. Der Papi ist wieder da. Was? Der Papi? Ja. Die Papi. 20 ganze Jahre habe ich den Papi nicht gesehen. 1. April! Manu, du doch jetzt nicht so. Die Papi ist abgehauen, als du auf die Welt gekommen bist. Wir schreiben heute den 4. April und ich mache immer noch Witz über den 1. April. Da bin ich dabei. Alles, was Kacke ist, das ist meins, ne? Bitte das nicht klippen irgendwo. Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video live aus der Quarantäne. Was machst du denn den ganzen Tag jetzt? Viel zu Hause bleiben. Ja. Viel zu Hause bleiben, nur wenn wichtig ist, dann raus. Ja, wissen die Leute, ich habe mir so nichts Böses dabei gedacht und bin unter meinen letzten Videos mal so ein bisschen die Kommentare anschauen und habe gemerkt, dass die eigentlich nur Scheiß schreiben. Wie viele Emotionen willst du ins Intro packen? Adi? Ja. Freundinnen und Freunde draussen, herzlich willkommen zu dem neuen Video. Hebt einfach eure Fresse. Ist das Angela Merkel? You're doing TikTok. Wir haben da einige Schwierigkeiten im Augenblick. So geht es um meine Marke Die Different. Ah, ich habe gemeint, das heisst Deutsche Bahn. 27 Likes. Es haben also ein paar Leute das Gefühl gehabt, dass das Logo von Die Different das gleiche Logo wie von der Deutschen Bahn ist. Und weil das natürlich Kritik ist, nehme ich das ganz ernst und habe mal aufgeschrieben, was Die Different und die Deutsche Bahn gemeinsam hat. Nach ganz viel Aufschreiben, nach ganz viel Arbeit, nach ganz viel Wissenschaft bin ich dann auf die Lösung gekommen. Und zwar... absolut nicht. Aber mir sind zwei Sachen in den Sinn gekommen, die Deutsche Bahn und Die Different sicher nicht gemeinsam haben. Erstens, meine Sachen kommen pünktlich an. No front! Zweitens, im Gegensatz zu den überteuerten Tickets von der Deutschen Bahn ist es der Preis von Die Different wert. Full Front, wirklich, an der Stelle. DB könnte halt auch Dieter Bohlen heißen, lol. Herzlich willkommen zurück zu Adissimo, Ihrer Lieblingstalkshow mit Schärfe. Unser heutiger Gast, der Dieter Bohlen. Grüezi wohl, Herr Bohlen. Herr Bohlen, Sie werden in letzter Zeit immer wieder mit der Kleidermarke Die Different in Verbindung gebracht. Was sagen Sie dazu? Da musste ich mich da erstmal so ein bisschen mit beschäftigen. Hat sie mir so 10 Minuten erzählt, was das ist. Ja. Und dann sage ich, komm, nimm Handy, ich mach. Nächste Challenge, reden, Lachsmiley. Grüezi, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zurück zu Adissimo, Ihrer Lieblingstalkshow mit Gewürz. Mit Schärfe. Herzlich willkommen. Herr Bohlen, Sie werden. Herr Bohlen. Nein, jetzt mal ernsthaft, ich kann nicht mehr reden. Völlig deplatziert, ja. Ich habe Marc auch gesagt, dass seine Videos deplatziert sind und dann hat er aufgehört mit YouTube, von dem her alles safe. Jetzt fangen meine Eltern an von Rasenmähen. Ja, wisst ihr, meine Eltern die haben manchmal so einen kleinen Tick, dass wenn ich ein Video fange an zu filmen, dann fangen sie entweder an zu Staubsaugen, den Rasen mähen, irgendwelche neue Geräte im Garten ausprobieren. Nein! Ist alles easy, Ton ist überbewertet. Der Adi einfach komplett am Flexen mit seinem WC-Rollenreichtum. Das ist ein sehr nice Stichwort, weil ich euch schon mal meine WC-Papier-Collection zeigen. Das ist hier aufbewahrt in der Necessaire-Bag. Der Kommentar ist allgemein so ein bisschen ein Neidkommentar von der Schweizer Neidgesellschaft, wie das der Prinz Markus von Anhalt sagen würde. Da war ich 24. 24, fast 25. Da war ich schon Millionär. Ich war mit 24 noch kein Millionär. Viele Leute haben so Louis Vuitton-Bags. Ich habe hier das Necessaire, das finde ich sehr edel. Als erstes haben wir den Ring, den habe ich von Pampers anfertigen lassen, habe ein sehr gutes Angebot bekommen. Der geht jetzt hier an meinen Ringfinger. Nice Ring! Das ist jetzt nicht iced out. Das ist Rosé Gold. Dann haben wir meine Pampers Cuban Link. Zack, so. Das ist meine Cuban Link. Ich habe die Kette nicht in Iced Out wählen, weil es gibt so einen neuen Schliff und der heisst eben Scheist Out. Und die Kette ist jetzt eben Scheist Out. So, kommen wir zum teuersten Stück von meiner Pampers Collection. Und zwar ist das ein Scheist Out Uhr. Das Nice an der ist, die ist so fest am Scheinen, man sieht auf der Kamera gar nicht mehr richtig, was für nice Colors die hat, die Uhr. Das Gute an dieser Uhr ist, gerade so seit der Corona-Krise ist der Preis von dieser Uhr übel aufgegangen. Von dem her, durch die Pampers Scheist Out kann ich nur empfehlen. 0 likes a day keeps Totoro away. Ja, okay, vielleicht keeps 0 likes Totoro away, aber nicht meine Pampers scheisst out. Also ich sag Kröpfler, nicht Spiessli. Es sind ja in den letzten paar Tagen und Wochen ein paar neue Leute zum Kanal dazugekommen und das ist eine Frage, die ein für alle Mal geklärt werden muss. Wenn man Kopf voran und mit der Hand oben am Kopf ins Wasser reinkommt, das auch so, dann heisst das Spiessli, nicht Kröpfler. Ich hatte die Diskussion schon mit dem Marc gehabt. Es ist einfach ganz wichtig, auf dem Kanal heisst es, wenn man so ins Wasser reinkommt, dann heisst das Spiessli. Habt ihr das verstanden? Gut. Mit der Brille siehst du gescheit aus.
Ansitzen. Grüezi. Also, ich muss sagen, ich habe die WC-Rolle probiert. Sehr gutes Produkt, das sie haben. Warte mal. Bist du nicht der Typ von TikTok? Ja, da bin ich, ja. Du bist ja ein richtiger Spaß. TikTok. Herr Vogt, wir sind im Gespräch. Was ist los mit deiner Kamera? Hashtag Tomatengrind. Die haben mir wahrscheinlich schon in ein paar Videos oder in ein paar vielen Videos mit einem extrem roten Kopf gesehen. Und ich habe es probiert zu verstecken. Viele YouTube-Kollegen wissen es schon. Aber ich glaube, ich muss es jetzt einfach sagen. Und zwar, ich bin der Sohn von Prinz Markus von Anhalt. Dir ist recht langweilig, Lachsmiley. Mir langweilig? Nein. Ich habe diese Woche nur 20 TikToks aufgeladen. Lieber ernst genommen werden, als vom ernst genommen werden. Das habe ich aber noch nie gehört. Lieber ein Tennisposter als ein Penis im Toaster. Lieber dumm ausgesprochen als ausgesprochen dumm. Lieber 6 Stunden Schule als gar kein Schlaf. Und jetzt noch 3 Kommentare, die das Video recht gut zusammenfassen. Es ist verdammt unnötig, aber auch lustig und unterhaltsam. Hahaha, habe ich mir gerade selber geglaubt. Bro, bitte hör auf, so einen Schämmer. Ganz ehrlich, hast schlimmer erwartet. Kapi, vielen Dank. Nichts zu danken. Kannst du das hier wieder so reinstecken, bitte? Warte mal. Du musst das da wieder so... Drück das mal da so rein. Ach komm, ich schenke dir das. Nimm was mit. Und an dieser Stelle habe ich absolut keinen Bock mehr auf eure Kommentare. Wehe. Irgendjemand von euch schreibt einen Kommentar unter das Video, das mich hatet. An dieser Stelle, wer es gesehen von dem Video, vergesst es nicht. Morgen, Montag, 12:00 Uhr, ist der Drop von Die Different, meiner eigenen Marke. Geht vorbei, kauft euch etwas, zum Beispiel ein Fischerhut. Übrigens, im Gegensatz zu normalen Käufen in einem Einkaufsladen sind bei Die Different momentan Hamsterkäufe erlaubt. Yes. Leute, wir sehen uns nächste Woche. Peace. Das kann ich immer so geil machen. Peace und Blümchen.